dann wache ich auf, so am späten Vormittag, so gegen 12:30, weil es an meiner Tür klingelt. Ich mach auf und es kommt ein Blaskapelle rein mit 14 Mann und die wollen sofort zum Spielen anfangen. Bin sofort raus ins Bad und hab mir ein Glas Wasser gemacht, dass mir wieder besser geht. Da fliegt mir aus dem Toilettenschrank eine riesen Fledermaus entgegen. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme, ich weiß nur, dass wir gestern ganz schön bechert haben. Ich hab das Wasser noch gar nicht ganz ausgetrunken. Dann läuft eine weiße Maus über meine Füße und pfeift. Dann kommt noch eine, die pfeift auch. Auf einmal fängt die Blasmusik zum Spielen an. Ich rette mich unter ein Kissen, aber die spielen wie der Teufel mit Trompeten und mit Trommeln. Oh je, müssen wir da gestern bechert haben. Dann leitet das Telefon. Ich heb ab und sag, hallo, hör aber nix wegen dieser lauten Blasmusik und schrei, aufhören! Die hören auf, schauen mich ganz groß an. Einer fängt sogar an zum Warnen. Ja gut, sag ich, dann spielt's halt wieder weiter, aber nicht so laut. Dann will ich weiter telefonieren. Doch da schreit mich der schon durch den Hörer. Er ist der Wirt vom scharfen Eck und ob mir das Geräusch im Hintergrund irgendwie zu denken gibt. Es klirrt, kracht und scheppert und ich sag, na, was ist das? Und vor allem, muss das denn um die Zeit schon so laut sein? Sagt er, das sind die Scherben von den ganzen Glaseln und Flaschen, die ich am gestern Abend zusammengehauen hätte. Und ich soll sofort rüberkommen und das zahlen. Oha. Ich glaub, da müssen wir wirklich ganz schön bechert haben. Ich hab das Telefon noch gar nicht gescheit aufgelegt, läut's schon wieder. Diesmal ist der Pfarrer von der Kirche. Und er sagt zu mir, mein Schaf, weißt du, was eine große Glocke kostet? Ich sag, Herr Pfarrer, ist es möglich, dass Sie sich jetzt ein bisschen verwählt haben? Ich bin nämlich nicht der Glockengießer und die Glockenpreise interessieren mich ehrlich gesagt nur äußerst peripher. Ne? Sagt der Pfarrer, genau das wird sich jetzt ändern. Denn du hast uns gestern im trunkenen Zustand unsere große Glocke ruiniert. Ich hoffe, du weißt, was du jetzt zu tun hast, mein Sohn. Schon hat er aufgelegt. Und ich hab mir eine Zeit lang überlegt, wieso eigentlich mein Sohn? Also da müssen wir wirklich ganz schön bechert haben. Dann klopft's an der Tür. Ich mach auf, draußen stehen zwei Herren, die sagen zu mir, nehmen Sie eine Zahnbürstel und kommen Sie sofort mit. Schon geht's raus bei der Tür. Doch unten kommen wir gar nicht aus dem Haus raus, weil da stehen unheimlich viel Leute. Und die schreien alle umeinander, Säufer! Und der Frau schreit ganz laut, jawohl, das ist er. Der hat mir gestern direkt von meiner Wohnungstür, ich wissen's schon. Und der Mann schreit, ja genau, mir hat er von meinem Vorgarten alle Rosen gefressen. Dann sehe ich noch einen und der hat einen Strick in der Hand. Und sein Auge schweift suchend nach einem Ast umher. Doch bevor irgendwas passiert, schieben wir die zwei ganz schnell in ein grünes Auto rein, dann geht's dahin und ich sag zu mir, mein lieber Mann, wenn ich da noch mal davon komme, dann rühre ich nie wieder einen Schnaps hoch.